Bei mir ist einfach so, dass ich mich noch nie ganz vorgefühlt viel tun mit der ultra normativer Gesellschaft, sogar wie ich groß geworden, aber so 2000er war, was eigentlich Mhm. so, manchmal für mega rezent. Aber da war aber auch noch mega Oh, normativ ja, und auch ja, ja, so, ja, ja. als Mann musste so und so Ah, sehen. ja, Das ja, war ja. schon doch extrem viel oft wirklich fertig gemacht wurde. Da ist irgendetwas gesagt über Schule und so weiter und so, oder der Ja, das ja, dann ja. automatisch schlecht. Picnic time! Das ist kein Kandidaten. Wie läuft es bei mir? Wir Ja, haben das kann dann ich ja ja. kennengelernt. Toll. Das ist gut. Das ist gut. Passt alles? Ich bin nämlich ganz aufgeregt. Also schon große Gast, das kann ja ich bin ganz aufgeregt. Schon der Jacques Molitor hier als Realisateur zu Lützeburg an hier ein Ziel als Büsselchen oder mir, wo ich aufgeregt bin und gespannt bin, was hier über die ganze Zeit als seiner Karriere als Realisateur halt zu Lützeburg erlebt hat. Mir wird mich am Anfang schon mal direkt interessiert, dass ich schon gesehen, dass du Medizin studiert hast. Das ist aber nun etwas ganz anders, als wie das, was du möchtest. Was hat dich da bewegt, wie du umzuswitchen oder das nicht mit zu machen oder nicht mit zu studieren, oder wie kann ich das nennen? Naja, also ich mal merci für Hallo, du. Oh ja, Also, was ganz Fantasien gerne. und Ich bin auch, froh, dass du gekommen bist. ja, ist schon ein bisschen Medizin da direkt bei Ja. den Hand am Blumen. Ja, das, du hast ja ganz korrekt recherchiert. Ich war um Lycée direkt Medizin studieren, effektiv. Ich war mal ein bisschen zwischen zwei Welten, weil ich Film zwar schon ganz frei gerne hatte. Oder nicht nur Filme, es war vor allem so Fantasy-Sachen und Ja, das ist auch richtig Horror und Fantasy-Sache. so. Ah, War Horror. nee, nee, so, ich weiß nicht, so was, ich hatte dann Gremlins gucken zum Ah, ja, Beispiel. ja, 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 das ist Also witzig. natürlich, wie Doch, alle Menschen witzig. sind Disney-Filme gucken, natürlich mit Sexive, so Gipfel hat Bambi, Ja, 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 im ja, ja. Moment wo Bambi Ja. terrifiziert gouf. Ich war irgendwie ja, ein bisschen raggefallen, so Demos war so Tim Burton, Edward Scissorhands und all die Sachen. Mhm. Das war N8, also ganz so von 90er. Und voilà, ich war irgendwie fasziniert, auch wegen die Filme gemacht und so weiter. Und Ja, das ist das, was mich auch ein bisschen spannend fand. voilà, schon den Heinz auch Sachen gemalt oder am Lycée vor allem hatte ich so Geschichte geschrieben, mit das mehr so beim Erfahren blieben. Also weißt du, so wie da findet eine Geschichte oder schreibt eine etwas, Mhm. mir du schon so nicht wirklich Apps so gedreht. Also voilà. Ja. Andere Leute von da mir frei gemacht, ich war zum Beispiel der was in der selben Klasse wie der Felix Koch, der Superjump. Ah, Lo ja, gedreht ja. für ein paar Jahre an. Hier war zum Beispiel wirklich ganz praktisch direkt veranlagt, dann nicht gemacht. Ich war aber auch noch gut an den Scienzen, vor allem Ah, so ja. Bio, an Ja, Biochemie, das ist ein Physik. bisschen so. Weil ja an irgendwie, also weil ich wollte damals eigentlich, also klingt ein bisschen witzig, entweder Psychiater oder Pathologe. Also ich hatte einen schmälerischer Pathologe, also das war mal so die Idee, komm, wir machen das. Ah, Für ja. so, also wo es dann effektiv dann muss wissen, das geht dem auch gar nicht zu Lützeburg sowieso, du hättest mich nach Deutschland schaffen gehen. Ah, ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Geht Ob ich lo das schon. Pathologe zwar heute den dann adoptieren möchte. Und auch noch interessant wäre unangewirrscht, so, weißt du, so Medizin am Dingst von so kriminellen Investigationen. Das war nach Virusjahr sei und weiter gut, das war trotzdem schon interessant für das. Nee, weil und du sind schon, ich hatte dann an der Belge gemacht, weil auch ein Kollege von mir den noch da auch studiert hat, und das schon 2 Jahre gemacht. Es war auch immer interessant, also ich bin froh, dass ich nicht direkt Film gemacht habe, weil Ja. erstens war ich noch nicht wirklich bereit, auch menschlich und so viel direkt zu studieren, weil ich fand immer gut, wenn ich für so etwas ernst möchte. Eher die wirklich bei Filmen, Ja, und es sind aber ganz viele Leute, die irgendetwas aufhängen zu studieren. Und dann ja. merken sie, dass du das davon nicht darfst. Also Viertel bei Medizin als erstens, das ist wirklich schwierig, das ist, du musst wirklich schaffen und du sagst auch Sachen, die du sonst nicht gibst gesehen. Und auch, du kriegst einfach mehr über den Mensch mit. Das heißt, wenn ich meine, ich direkt Filme studiert hätte, da wäre ich in so einer Traumwelt dran geblieben. Und ich hätte auch nicht wirklich etwas zu erzählen gehabt. Ja. Und ich habe sowieso lange gebraucht, bis ich wirklich den Stimmen finde, zu meinem dauert. Aber mehr durch Medizin habe ich auch gelernt, so wie funktioniert der Mensch auch teilweise psychologisch oder so. Oder Ja, du weil was hast dich interessiert hat, ja. auch Leute, voilà, an natürlich Interessiert dich die Sachen. Menschen dann oder interessiert. Aber ja, das war das. Also ich habe gemerkt, dass ich, also am Anfang war ich eben einfach viel mehr in so bizarre Sachen interessiert. Das fand ich immer interessant, aber ich fand nicht wirklich
am Mënsch draus immer mal. Ich war mehr so ein dekorativen Anteil. Ich weiß auch nicht, ob ich da lang Brot hat für wirklich Schwimmer zu machen. Dann hätte ich vielleicht so Musikvideo machen oder so. Weil ich schon gemerkt habe, schon gemerkt, dass ich irgendwie da nicht will, weil das vielleicht zu viel komplizierter ist. Weißt du, das sind da irgendwie, das geht doch weh, irgendwie, wenn ich da wirklich auf einmal weißt du, krass Sachen will rumgehen oder wirklich den Mensch will belichten. Und da bin ich mich ein bisschen verstoppt. dass ich mich da ein bisschen gegen zurückhalten will. Genau. Ja. Und da fährt Medizin war da interessant für einfach also schon ein bisschen unzufangen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber du ein Film schon, weil du nicht ganz ernst, weil es natürlich auch okay begeistert, dass ich da Medizin aufhabe, das begeistert. Und da bin ich ein bisschen mehr dann noch mein Ege. Also schon dann historisch angefangen, wirklich rauszufinden, wie sind ich überhaupt, dann was fand ich überhaupt gut oder schlecht, dann weil ich einfach da nicht mehr an dem Plan drauf war. Dass du weil das vielleicht auch durch Medizin kommt, dass du dich da mehr kannst mit dir beschäftigen, dass du immer gesehen ist, dass dort ja, klar. Dass das an dem Jahr von der Medizin da kommt, dass du ja, ein bisschen schon. Psychologisch haben das selber auch noch froh. Ja, mich selber noch. Der Witz ist schon noch gleichzeitig an der Filmschule, mir gehen auch so oft, dass es da immer immens viel Klischee gibt. Das ist irgendwie, muss ich so sehen. Also bei uns war es auch relativ eklektisch. Das war an der IAD, an der Belsch, das ist eigentlich eine ziemlich kleine Filmschule. Mir ist das aber trotzdem so, dass weißt du, so, ich hatte effektiv auch gerne Genrefilme, weißt du, auch so, vielleicht so B-Movies, teilweise aus der Südenschau oder ein bisschen eben auch so Horrorfilme. Nicht mehr, gell, also, weißt du, das ist noch so schwer, Jobs zu machen an einer Filmschau, weil du oft da mehr die großen Klassiker und so weiter geht, die ich natürlich auch geleiert hun. Das ist so gut da und ich wahrscheinlich nicht 100% vollgefüllt. Das ist wirklich so ein so relativ langen Prozess. Aber ja, wie lang wärst du dann zu Brüssel oder an der Belgien? Ich war eigentlich an der Medizin auch an der Belgien. Ich war ja, ich meine, den Film sind nicht 4 Jahre. Ja, und dann habe ich noch bis 2009 gewohnt, also ein bisschen geschafft mit. Also, war wie immer, also natürlich irgendwann in Lützeburg stand. Also, weil ich dann irgendwas möchte zu Lützeburg oder irgendwie fragt, die hat gerade die Schule gepackt, will dann nicht High-Ups machen und so weiter, weil natürlich Schiffrehen, also von allem Demos etwa 2007 ungefähr, gab doch mal nicht gerade so viele Leute zu Lützeburg. Natürlich irgendwie ist ein bisschen so rangesaugt. Du musst ja überhaupt dich aufmerksam gesehen, wie eben, also es war noch so, also dann hast du ja aber Sachen Verbrüche gehabt, die aber dann etwas, sonst hätten sie das Fernsehen nicht optisch, überhaupt mit der offenen Welt und denen, die Medien, die sie waren Gott für mich open mit 2007, weil das ja aber dann nicht. Ja, also ich hatte 2005 mein Fanditüto gemacht, das war so eine Mischung aus Animation an Live, so Kurzfilm. Und das war, dass ich da wollte, dem Moment wollte ich wirklich schon in der Belgien bleiben, natürlich. Ich hatte auch da mit belgischen Produzenten da weiter geschafft, für so echt professionelle Kurzfilm zu machen, den zweiten noch. Mit das war, dass dadurch, dass zum Beispiel die belgischen Produzenten wollten du von Lützeburg suchen, du irgendwie, voilà, du hast Leute bei mir gemerkt, den Heil geht ah ja, da kann ich noch reinkommen. Voilà, das ist schon ein bisschen auf Tolle geschafft. Und irgendwie, voilà, dann hatte ich den Bernard Michaud, also den Haupt bei Samsas, und nachdem es eine andere Firma. Und hier habe ich mich gefragt, hey, hast du nicht Idee für einen langen Film zu machen, weil ich hatte da schon 3 Kurzfilme gemacht. Und ich hatte, voilà, dann hat man so gesagt, also ich hatte einfach eine ganz neue Idee. Und dann hast du dann gesagt, also los, also das war über ein paar Jahre, sind wir du wirklich, also über mindestens ein Jahr, wo man nicht genau sicher war, was ich wirklich machen. Das ich wollte nicht gerade so unterbrechen, das mich ein bisschen für so einen Film überhaupt daran zu denken. Ich will einen Film über das machen. Was für Ideen? Kriegst du da konkret Ideen oder kriegst du etwas, als das etwas, wo die Leute auf die Stür kommen oder also etwas, was du selber siehst? Ich will gerne einen Film machen über den Baum oder über den Haus oder über den Mensch oder über eine Sache oder eine Szene. Könnt das da einfach so oder? Weil das Problem ist eben, ich nicht, das ist, da bin ich schon permanent an einer Unsicherheit, weil eins, so können wir das leider etwas bringen, weil ich zum Beispiel am Developieren ein Projekt, wo Amour Fou, also die Produktionsfirma von Body Mink, hat mich approchiert,
Projekt, den, also Adaptation für ein Buch von Tullio Forgerini, wo sie schon jahrelang machen, wo ich dann, voilà, ja, kurz lang und ich dann die richtige Approche gehabt, die ihnen gefallen hat, für die Film zu adaptieren, also das Buch zu adaptieren. Und wir sind auch, voilà, wir sind schon, ich gehe noch der vom Development, der im Moment noch umgeschrieben wird. Aber das ist das dann so gegangen, das ist, du musst natürlich ein bisschen meine eigene Approche dann zum Film fallen, oder werde ich damit machen. Wir haben das aber relativ gut mit hinten all gegangen, also das Leute, dass wir alle relativ d'accord waren. Wie das soll physisch kommen. Und dann oft das aber nicht so, also am Anfang ist dann Spiel nie so. Das heißt, du musst dann eben irgendwie eigene Ideen haben, oder, und dann muss eben der Produzent so, okay, dann machen wir das zusammen, oder wie auch immer. Dauert ewig schwer zu developieren. Das ist einfach vor, also das Spiel nie. Sogar heute, wie gesagt, in dem Projekt von Amour Food, das selber noch, wird aber ja noch ein bisschen Arbeit, also 1-2 Jahre, bis wir das developiert kriegen, man drehen, Minimum. Aber normalerweise, wenn du anfängst mit etwas, wenn du noch nicht viel darüber bekannt wärst, als super bekannter Schauspieler, der vielleicht Realisateur geht oder irgendwie so, was aber immer, erstens, das Schreiben dauert lang, weil das du sehen und dass du direkt Apps findest, weil dass du sowohl ein geniales Drehbuch direkt fertig bringst, wie auch die falsche Fragen am Ende von so einer Überall damit das wirklich spannend nie. Das ist aber immer so mindestens 3 Jahre am Gang für dann hat sich ein ganz Reikieren oder du merkst aber mal, aus irgendeinem Grund startest du das Ganze frisch, weil es einfach mit neuen Leuten hast oder irgendwie, oder du musst so Workshop machen oder so, ich meine, so oft, dass dann auch teilweise für ein Finanzment, da gibt es so Workshop, wo es kannst du ein Drehbuch schaffen und dann merkst du aber mal, fragt dass sie ganz neu Möglichkeiten vielleicht von der Geschichte. Und da, wie gesagt, wenn Schauspieler, Finanzment, das auch ein langer Prozess ist, der immer 1-2 Jahre dauert, den oft noch dabei können. Wir haben so anders dann, weil zum Beispiel an Irland geben sie 1 Million und dann dann muss der aber in Irland spielen. Und da geht die ganze Geschichte. Das dauert einfach ewig. Also die 2 Filme, die ich so gemacht habe, das ist eigentlich bei den Ewert und 2009 die ich Idee gehabt von meinem Berner, das ist 2014 fertig gewesen. Das ist der erste Film, das war Mama Jung. Der Mama Jung. Und den zweiten Film, den ich eigentlich... den zweiten ist mehr krass. Nee, an die Kommunion, den zweiten Film, den logisch drin auf Streaming, anstatt das beschreiben kann, und auf DVD. Cool. Den hat komischerweise Mail eingedauert, obwohl da ein Schmähklar war, was der Film sollte geben von Anfang an. Wo man da, meine ich, von 2015 bis 2022, ich war am ganzen 7 Jahre am Aber da war nach der Covid und so, das waren so 1-2 Jahre, wo nichts geschieht ist. Ja, aber da nichts geschieht. Ja, das war so etwas ganz anderes, dass wenn du so lange so Sachen schaffst, wie ist es dann halt zu Lützeburg für zu überleben, oder überhaupt für davon zu leben, an der Filmwelt. Das steht ja für alles so groß und lastig zu sehen. Hat sich von der Zeit, wo du angefangen hast, ein bisschen etwas drauf verändert, am finanziellen oder? Also es gibt immer noch ungefähr dieselbe Erde wie früher und das auch immer noch alle Menschen immer noch staatlich so in Europa. Ich fand es wirklich nicht genug, also es wird sich immens viel verändert von der Landschaft. Es gibt einfach viel mehr Leute, die noch mehr, also die auch interessante Filme machen, was ein bisschen mehr divers sind, so auch nicht wirklich. Das ist immer noch ziemlich bourgeois auch. Ja, das ist das, was ich wollte, dass das auch so wird halt zu Lützeburg, wie das, wenn du den kennst, den ihr kennt. Ja, das ist schon, das ist nicht so da, aber das ist einfach die Mehrheit, die Filme machen, ist auch an einer gewissen Hinsicht, sind ziemlich bourgeois, das ist schwierig für, ich weiß nicht, so mal auf, zum Beispiel eine Person emigriert, halt, sie will eine Geschichte erzählen, die hier Geschichte ist, das ist schwierig für sie für Filme zu machen. Und effektiv, von den Gründen ist, das sind aus sich objektiv gesehen viel suchen, aber das ist nicht, also Realisation, Drehbuch und so, das ist schwierig effektiv, wenn es nicht viel Projekt bei ihnen ist, für gut zu überleben. Okay. Einfach weil verschiedene Sachen, wie hauptsächlich schreiben, die vielleicht immer noch nicht wirklich genug valorisiert. Ja, stell mir das vor, wenn du so lange etwas schaffst, das müsst du aber auch. Das bist ja auch dementsprechend aber da minimiert. Das ist auf jeden Fall nicht die Zeit, wo du am Gang bist, du musst viel oft verändern aus irgendwelchen Gründen. Und das ist einfach immens viel, das ist an der Kunst überall, aber das ist einfach ein Hocken. Du musst immens auf Dossier machen für Sachen, wo du nicht dafür bezahlt wirst, sondern herno. Also entweder weil du einfach selber raggest, wie zum Beispiel für ein, ich weiß nicht, das Konkurs für eine Serie oder irgendwie so,
Oder du schreibst ein bisschen ein Projekt, weil der Produzent sagt, die Idee du ist interessant. Ja. Mit das aber relativ seelen, dass du wirklich bezahlt ist, für dann zu sagen, hey, dann developieren wir da ein bisschen und mehr 10 Seiten. Also, da probieren wir am Film von so zu kreieren dafür, und da geht es aber nicht. Das Seelen, dass du Dolo dann hin und gesagt. Das heißt, du bist aber dann ein paar Minuten am Gang, oft auch von 2 Minuten mehr. Voilà, das ist aber nur Seelen, dass ihr zum Beispiel eben seht, hey, Mama Platterscher und dann ich kann schon nicht bezahlen. Ja, voilà, oder du, ich will die Platterschule aber nicht mehr so und dann kriegst du leider nicht. Das kann ich aber nicht wirklich vorstellen. Und das ist aber leider am Film oft so, obwohl es immens professionalisiert ist. Also wie ich angefangen war, zwar schon größtenteils wirklich professionell, dass mehr so nach 5, 6, 7 Jahren für drunten, da war noch ein bisschen mehr Bordel unter also da waren noch nicht so viele Leute, ich war ein bisschen mehr so Club. Lo muss ich sagen, dass schon viele Leute, die auch wirklich gut arbeiten, auch viele Produktionsboten, geht auch immer mehr mit Lützeburgischen an lokalen Autoren geschafft. Das ist auch wirklich, also Autoren und Realisateuren, das ist wirklich gut. Ich gehe viel mehr entwickelt. Ich habe schon viel mehr drauf geguckt. Muss ich schon so, weil früher war so, dass bald immer Co-Produktionen gelaufen oder auch, also ein Spiel kein Firma, wirklich von Autor von Hai. Das ist aber schon viel mehr. Vor allem an den letzten Jahren, also man wo viel mehr so Sachen gefördert dürfen. Aber das ist immer noch schwierig. Voilà, das ist einfach keine Arbeit, leider, wo also es gibt von den Problemen, den gibt an dem Domain wirklich von der Regie, also Realisation und Drehbuch, nehmen Eis, also ich will nicht von den anderen Sektoren schwätzen, da das doch kein Barriere mehr gibt. Also wir sind am Gang, dass als LACHS, also das Assoziation von Lützeburger Assoziation für Realisation und Drehbuch, wo ich dann noch dran sind, an eigentlich die meisten Leute, die kreieren. An dem Bereich gibt immer noch kein klarer Barriere für Minimalgehalt zum Beispiel, den muss pro Tag oder pro Stunde oder pro Projekt kreieren. Das gibt es aber in den meisten anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, gibt wirklich Barriere, wenn man frei Teil aufwenden, dann gibt man auch mal so viel verdienen zum Beispiel. Und die Stadt ist wirklich etwas, wo für mich immer noch eine Lakune da ist. Und wenn das nicht so wäre, wenn ich zum Beispiel gibt mit denen auch nicht in österreichischen Barrieren leben, dann kennt man eigentlich ziemlich gut ins gehen. Ah ja, okay, cool. Die Stadt ist aber voll ein Problem. Das ist aber oft, also viele Leute sind gewollt, aber ich meine auch Produzenten sind oft gewollt, dass das aber nur etwas gibt. Das aber irgendwie ein bisschen nur durchgesagt. Sie haben ganz viele Künstler zu Lützeburg, die aber, wo ich mich auch immer froh, wie können sie am Anfang noch folieren? Also, kann ich auch Aufträge machen, Reklamen oder so, mit das auch nicht wirklich ein 10 da zu Lützeburg, weil lo groß Budget Reklamen oder so. Entweder geht im Ausland gemacht oder geht vielleicht 1, 2 Leute, die machen. Das ist nicht wie wenn es in Amerika, da gibt es dann eine ganze Reihe verschiedene Projekte, wo ich man für Sohns verdienen. Und da kann ich eventuell sein Projekt nach dann mit Männern machen. Voilà, so gut die Projekt, wie gesagt, das ist nicht unbedingt viel suchen, außer sie wirklich gemacht, also wenn sie wirklich gedreht gehen, dann hören wir einmal mehr. Aber voilà, dafür ist es schon nicht so einfach, wenn ich nicht will, so ein Kilo Prof oder so, weil das will ich probieren, wirklich zu evitieren. Muss ich sagen, es gibt noch mehr verschiedene diverse das aber schon, ja, es gibt aber schon ein bisschen mehr gemerkt. Zum Beispiel kann ich so ein Ad, zum Beispiel, wo ich kann ohne Produzent doch zum Beispiel einfach sein eigenes Projekt weiterentwickeln. Auch an so einem Workshop, der vom CNA zum Beispiel co-produziert wird, cool. Wo wirklich schon mal eine professionelle Person wirklich über 2 Workshops von einer Woche mit Zeit dazwischen für neu zu schreiben, wirklich ein immens gutes Resultat kann dabei rauskriegen. Wir sind auch am Gang noch verschiedene andere Initiativen auf Beine zu bringen, auch mit Filmfang mit den Produzenten, wo wirklich die Landschaft wirklich immens dynamisieren. Cool. Auch für mich kleine Projekte zu machen zum Beispiel. Das muss ja nicht so aufwendig, das kannst du aber haut zuerst aber vielleicht flott Sachen machen und das hat auch ein bisschen mehr unerkannt geht. Also das merke ich schon in der Kurzfilme seit 2 Jahren eigentlich. Die heißt Carte Blanche, wo ich schon so kriege, mit das nicht die ganzen Dinge rundherum, mit den unmäßig schwerfälligen Mechanismen, die normalerweise aber dann aber für ein bisschen mal anzufangen, für ein bisschen einen kleinen Start zu holen. So gut Leute, die schon mehr erfahren. Ich wollte zum Beispiel auch so Filme von der Kamera in der Kurzfilme mit Filmen so, wo ich einfach muss an einem Jahr fertig sein damit. Das ist egal, also das kann ich ein bisschen mehr wie ich will, dann muss natürlich zu und anständig verwaltet gehen.
an da sind extrem gut Sachen dabei rauskommen. Muss ich wirklich so die meisten, dass die alle gut waren, mir die meisten wirklich immens gut Filme, die Kurzfilme, die letzten 2 Jahre rauskommen, sind in der Erde gemacht. Ja, cool. Das heißt, muss ich schon so, das ist das mehr Wertschätzung, das mehr professionell gibt, mehr Leute. Mir gibt natürlich noch ein, muss noch weitergehen. Noch ein bisschen weiter. Ich glaube, es ganz anders, dass, also, wir kennen das ja von überhaupt nicht. Wie nice bei mir ja kennengelernt. Wir hatten das bei mir ja kennengelernt auf dem Dreh, wohin wir den Champus gehecht, den rauskommen aus für Pride, wo wir Samstag noch vertraut waren an, was für mich ein Urlaub ist, dass das am Anfang geholt für die Matgänge für die Leute zu unterstützen. Erstens mal, weil sie immens farbig sind, was ich auch ganz gerne habe. Also sie sind noch farbig dran, was mir natürlich besser gefällt. Ich war nicht auch so eine Initiative mit LGBT n'importe quel âge. Ja, ja, du wäre ich angeschwärzt gehen, also das heißt, dass wenn man das zugeschickt geht, dann ist das ja am Anfang war. Wie ich jung war, dann, also das ist ein Tabuthema. Ich wiederhole mich nach Alkeiers, wie die Drag Queens mal angefangen haben, ist mal genial, das mal effektiv. Das war von mein Dingen, dass ich die Leute unterstützen will. Aber weil ich das gut fand, dann ich fand der Planet, dass du für das Tiefree kann drauf leben, nicht nur voilà. Wie wird du dann du gerne mitgegangen oder wie wird du mitgegangen oder weil das dir gefällt oder weil es also ich will auch natürlich alle für repräsentieren, aber bei mir ist es auch so, dass ich Spiel sehe und dann eigentlich stehen repräsentieren. Also nicht an irgendeiner offizieller Kapazität, aber voilà, ja, weil das auch oft ein bisschen schlecht behandelt wird. Also so Leute, die bi sind, die dann wird gesagt, dass wir da den nach der Dana, dann wird was du eigentlich. Ja, aber das geht ja wohl mal ein bisschen mehr definiert. Weil ja auch kein wirklich also bi, also immer noch ein bisschen komisch gesehen, weil lo gut ist, dass schon in letzter Zeit Transpersonen viel mehr Visibilität kriegen. Ja. Weil für uns 10 Jahre, du Pride waren schwul Cis-Männer. Ja, also ich fand automatisch. Ich fand da wohl, also was ich empfunden ist, das mir großes Spektrum und das auch viel mehr Respekt. Es war doch nicht so ausschweifend, nicht mehr durch und drum gesprungen. Also schön, aber das ist schon immer politisch, das ist sowieso politisch. Ja, mir schön, aber den Hintergrund, aber das kann ja ganz gut fand. Also ich habe mich aber auch ganz erlesen gefühlt, für du was zu machen und nicht dass du da rundherum gesprungen gehen also wann also das schon gut kann ich machen mit wäre aber nicht am Rahmen für nimmen für so viel Party man wenn ich schon fand da war schon Messagen du aber gesagt gesehen also bei mir ist einfach so dass ich mich schon nie ganz vorgefühlt viel tun mit der ultra normative Gesellschaft sogar wie ich groß einfach so 2000 war eigentlich für mega rezent du war aber auch noch mega normativ noch so als Mann musste so und so sehen ich schon doch extrem viel also oft wirklich fertig gemacht wurde das ist gesagt über Schule und so weiter und so oder das dann automatisch schlecht eigentlich für der letzte paar Jahre wo wirklich so den meisten Umbrella-Begriff queer geholt vorhin kann wann ein gewiss Ohrfläche oder an der sexuelle Attraktion oder einfach auch fluid das oder vielleicht wirklich carrément seht ich sind schwul oder lesbisch oder das ist das oder theoretisch auch von den Asexuellen also natürlich auch am Spektrum ran du findest einfach ich fühle mich mehr wohl dort oder wo einfach so fluide Spektrum da ist wo auch käsig Mann das auch von nicht so auch von nicht dieselbe krass nicht unbedingt dieselbe krass mega krass Unterdrückung macht gemacht die du vielleicht einer Leute macht man die zum Beispiel keine trans sind dann fängen der festgestellt und da wirklich bei mir ist ein bisschen wie unsichtbar das heißt schon an der Hinsicht nicht so viel machen wie andere Leute ich fand aber trotzdem wichtig erstens mal wenn es dabei bist wenn du dich austrägst aus den Massen von Leuten noch mehr groß und du kannst da wirklich auch politische Messagen überbringen und ich fand das haut wichtig weil geht einfach mega viel Hass gemacht aber vor allem wenn es doch nicht nur gesagt dass gegen LGBT-Personen Hass gemacht wird natürlich auch furiert mir das dann dieselbe Leute auch so also wahrscheinlich auch im gelesen Facebook
dass sie umdrehen, dass sie so und das zum Beispiel den LGBT, also den Rainbow-Handel hängt bei den Chambre des Députés, wo ich noch gelesen auf Facebook, dass da verschiedene Rätsel, also von ADR, so, das wäre immer schlimm, weil erstens für schrecklich politisch und das nicht politisch sind, aber vor allem, dass LGBT-Communität gibt Hate Speech, man, gegen die anderen Leute. Und das ist so genau der Konträr. Ich fand das einfach wichtig, dann dagegen, weißt du, muss einfach genug Leute dann dagegen können gehen. Weil es sind einfach viele Leute, die da leben. Ja, aber das ist noch. Ich fand es zwar aber lo, wo die Welt mir offen ist, fand ich es aber mehr einfach, für die Leute können zu leben. Also das fand ich. Ja, mit dreht geht dann immer etwas verdrehen, dann viele Länder, also aber der Konträr, das muss wirklich gucken, wie die nächsten paar Jahre gehen, weil das aber man muss wirklich immens viel dagegen gehalten. Ja, mit Schiedfried muss ich ein bisschen an der Sache ein bisschen verteidigen. Das ist tatsächlich die Auftreibung an auch Leihmutterschaft, an all die Sachen sind zum Beispiel, im Moment geht auch alles umgedreht. Nee, das heißt, verschiedene Länder geht immer besser und andere Länder drehen sich so wie die USA. Ich muss wirklich gucken, wie ja, aber schon mal, wenn an Amerika gehen sie wählen, das ist so auf der Barrikade, den muss das dann noch einmal umsetzen. Ja, aber das ist aber ein großes Gefahr, dass das aber werden sind. Ich denke mal zwar, sie haben eng dick Schnüsser, aber für das nur aber umzusetzen, weil eben, wie gesagt, es sind einfach Leute, die sich dagegen führen. Nee, klar, das ist wie gesagt, dann geht das doch nicht einfach so reibungslos über die Bühne, wie sie sich das alle gut so vorstellen, weil das... Muss ich gucken. Schön, aber du bist schon positiv, dass ich mir denke, also so schnell geht das nicht mehr, die Leute lassen sich das nicht mehr so... Also es sind da gerade so viel, die sich... Das Supreme Court hat schon fertig, Roe v. Wade umzudrehen in Amerika. Muss ich gucken, weil an Deutschland gesagt noch, dass die AfD bringt schon fertig, also am Ostdeutschland und sie schon immer so Theatren entfinanziert, weil sie ja verschiedenen Bundesländern zum Beispiel schon die erste Partei sind oder die, was sie zweit. Sie konnte schon immense Theatren schon ihr Finanzment verloren, zum Beispiel, weil sie das lokal fertig können bringen an so Bundesländer, wo sie eben mehr Mut tun. Das sind aber Sachen, muss ich noch, weil also heute wird es wesentlich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wir sind noch immer ein bisschen so eine Insel, mehr kann aber schnell gehen. Und ich fand das auch etwas, der kann Filme weißt, ein bisschen, ich fand das wichtig, wenn du so Messagen bringen, ohne so eine Message. Ja, mit das aber ein bisschen so flut. Weißt du, wenn du Personagen drauf war, weißt du, weil das fand das immer wichtig, Leute eine Geschichte zu geben, einen Mensch zu weisen, und nicht unbedingt eine Message, die mega evident ist. Ja, aber das ein bisschen sich da durchzieht, auch wie an der Musik. Fanden ich auch so an den Liedern, fanden ich das auch immer ganz interessant, dass du einfach so eine kleine Message mit da durchgeht, die nicht direkt aggressiv ist, mit der den aber ein bisschen versteht, was soll gehen. Ich wollte doch mal für Personagen, zum Beispiel einfach an dem nächsten Film, wie gesagt, wo du Madame Morpho, also voilà, wenn du alles finanziert geht natürlich. Aber du, also auch so das Personagen einfach hast. Jetzt sind noch viele diverse Personagen, Persons of Color, auch ein Trans-Personage und so weiter, die geht nicht darum, dass die Person trans ist und alle Sätze. Ja, nee, das ist aber visibel. Es geht einfach darum, dass eine visible Person, die einfach just Kollege ist, also trans jung, die einfach der beste Kollege ist, auf dem Hauptpersonage. Weil so Sachen oder dass ich kann, also ich hatte zum Beispiel also normalerweise so ein 10 klimatische Verbot zu dienen, was auch ein Thema war. Dadurch ist ein Untergeben nervös 10 als Media, aber dann klar ist, dass der Personage hat eine Reifen, das ist beide der Tisch. Schon, dass ich so Sachen kann so Schwelle stillweise bringen und das durch die Visibilität dann. Das fand ich gut am Film. Wenn der Zuschauer den Film gut findet, dann da sollen sie sich, ja. Das bleibt aber absenken. Genau. Ja, okay. Ich meine, Jacques, mir wäre bei zum Ende. Ja, dann war gut gesprochen. Wir haben allein gesprochen, wir wollten eben kurz ein bisschen zusammen bradeln. Also, weil mich auf jeden Fall ganz gefreut hat, dass du gekommen bist. Dass du so lange ein bisschen Gespräch gehalten hast. Ja, das war oh, das ist froh, was dir gefallen hat. Mir hat natürlich ganz gefallen. Ich hoffe, für dich gefällt dir doch. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nullaufstellen. Wieder gerne, ja. Ja, gerne. Ciao!